Larissa steht in ihrem Beet. Unkraut jäten. Eine tägliche Routine. Larissa liebt es, gerade die Routine. Hauptsache, es ist im Garten. Das ist mein Traumjob hier, weil ich einfach gerne draußen arbeite. Die Gärtnerei der Münchner Pfennigparade liegt am nördlichen Stadtrand von München. Insgesamt 35 Menschen arbeiten hier. Ein Leiter, 5 Festangestellte und 29 mehr oder weniger beeinträchtigte Menschen. Eine von ihnen ist Larissa Meyer, 32 Jahre alt. Seit 13 Jahren arbeitet sie schon hier. Ich muss das auch erst lernen, das Ganze. Das ist nicht so einfach am Anfang gewesen. Und ich habe auch eine Prüfung gemacht dafür, dass ich das Pikieren machen kann. Pikieren heißt junge, dicht gewachsene Triebe in größerem Abstand wieder einpflanzen. Larissa leidet an einer angeborenen Erkrankung des Nervensystems. Die Folge ist eine Entwicklungsverzögerung. Das ist der Fachjargon. In der Bevölkerung heißt es dann behindert, ein Wort, das Sie hier nicht gern hören. Lieber sagen Sie beeinträchtigt. Larissa sagt von sich selbst behindert, aber das sagt sie eben von sich selbst und nicht andere über sie. Bei meiner Geburt haben sie was festgestellt in meinem Körper. Meine Behinderung gibt es seit der Geburt an. Und ich bin die Einzige in der Familie, die eine Behinderung hat. Ich hatte ein Loch im Darm. Und dann wollten sie mir einen künstlichen Ausgang legen, aber da war meine Mama dagegen. Und seitdem lebe ich mit nur einem halben. Auch für Anton Albrecht, ihren Chef, gibt es keine behinderten Menschen. Das ist Larissa. Dann tragen wir es ins Gewächshaus, dann kannst du es mal angießen. Ja. Schaust du mal gleich rein. Ja, weil wir haben das anschließend an den Kohlrabi jetzt. Genau, und jetzt gehst du es bitte noch gescheit an, dann gehen wir raus, weil jetzt ist gerade wieder schön Wetter. Sonst gehen sie kaputt. Genau, das brauchen wir nicht, gell? Und das sollen sie nicht. Für das haben wir sie nicht pikiert, dass wir es wieder kaputt machen lassen. Ich habe das Pikieren auch ein bisschen erklärt, Anton. Dass man die vereinzelt, habe ich halt gesagt. Genau. Was ist ganz wichtig? Dass man die Wurzel auch abkappt. Ja, genau. Das ist ein gutes Gefühl einfach. Ich habe ja verschiedene Stationen in der Pfennigparade durchlaufen. Und die Gärtnerei war die letzte zwar, aber da habe ich gleich eine Zusage gekriegt. Und was hast du sonst noch gemacht? Dann war ich war im Datenservice, in Kunst und Handwerk, halt Stuhlgeflecht war ich auch. Die wollten mich zwar auch, aber ich habe mich dann für die Gärtnerei entschieden. Kim, dann gehen wir jetzt auf den Acker. Gehen wir von. Anton Albrecht ist der Chef, kein Betreuer. Aber er weiß um die Bedürfnisse seiner Mitarbeiter. Findest du das nur? Die Pfennigparade wurde in den 50er Jahren gegründet und gehört heute zu den größten deutschen Reha-Zentren für Menschen mit Einschränkungen. Ziel? Inklusion und Teilhabe an der Gesellschaft. Deswegen wird versucht, allen Betreuten eine sinnvolle Arbeit zu verschaffen. Vor 18 Jahren hat die Pfennigparade die 4000 Quadratmeter mit Gewächshaus und Beeten übernommen. Sie züchten hier Obst und Gemüse, übernehmen aber auch Aufträge von privaten Haushalten, Parks oder Friedhöfen. Da fahren wir zu verschiedenen Kunden raus, machen halt das, was der Gruppenleiter uns halt auch sagt. Die ganzen Außenanlagen, Pflege, Hecken schneiden, das kann ich auch schon. Rasenmähen und halt die ganzen Arbeiten draußen. Auch Unkraut wird von uns rausgemacht. So wie jetzt. Aber wichtig ist auch, Anton, wann habe ich denn heute Mittag? Das weißt du. Ja, hast halt schon. Das geht Aber jetzt ein bisschen später wahrscheinlich. Ja, ein bisschen später, aber wir machen halt auf alle Fälle nur mit. Ja, sollten wir auch. Ja? Braucht man nämlich auch. Larissa ist ein alter Hase in der Gärtnerei.
Sie kennt alle Abläufe und die sollen sich auch nicht ändern. Mittag ist um 12 und das ist wichtig, für alle. Es ist die Zeit, die sie gemeinsam verbringen. Geregelte Abläufe sind die Basis dafür, dass das Leben von Larissa und ihren Kollegen funktioniert. Um 16 Uhr ist Schluss. Dann fährt Larissa nach Hause. Fast eine Stunde ist sie unterwegs, einmal quer durch München. Erst ein kleiner Fußmarsch zum Bus, dann U-Bahn und am Schluss noch ein paar Stationen mit der Tram. All das schafft Larissa sehr selbstbewusst. Für sie ist es enorm wichtig, dass die Abläufe immer gleich bleiben. Wenn sich etwas ändert, wird Larissa nervös. Und sei es nur, dass die Trambahn zu spät kommt. Ein halbes Jahr wohne ich hier jetzt schon. Ich bin von einer Wohngruppe jetzt ins selbstständige Leben gewechselt. Der Anfang war ein bisschen, ich musste mich erst eingewöhnen hier. Ich nehme nur erst mal ab. Das ganz selbstständig Leben tut Larissa gut. Sie ist selbstbewusster und eigenständiger geworden, sagt ihre Familie. Hier im Haus wohnen noch andere Kollegen aus der Pfennigparade, aber nicht nur. Man hilft sich gegenseitig und auch die Nachbarn kommen ab und zu auf einen Schwatz vorbei. Zweimal die Woche kommt ein Betreuer, der zum Beispiel bei Unterlagen, Steuer, aber auch bei der Mülltrennung hilft. Er ist immer für Larissa erreichbar, sollte etwas sein. Die Wohnung finanziert der Bezirk Oberbayern. Ihr Leben finanziert Larissa selbst, auch mit Hilfe der Familie. Larissa liebt Pferde, das sieht man in ihrem Appartement. Tiere generell. Und sie liebt ihren Garten, den in der Arbeit, aber auch den eigenen hier zu Hause. Der ist allerdings noch längst nicht fertig. Ich pflanze mit meiner Tante Stauden. Die bringt sie mir mit. Ja, und dann pflanzen wir die ein. Hier sollen hauptsächlich Stauden wachsen und die Tomaten sind ja Pflanzen, die bleiben hier auf der Terrasse. Die Tante und die Schwester mit ihren Kindern sind Larissas Familie. Ihre Eltern sind früh gestorben und jetzt auch noch die Stiefmutter, die zweite Frau ihres Vaters. Sie vermisst sie enorm. Aber Fotos helfen. Sie sind gut für die Erinnerung und lenken ab vom Schmerz. Da ist mein Vater mit drauf. Das bin ich, die im Vordergrund da ist. Meine Mama versteckt sich ein bisschen hinter mir und meine Schwester. Da waren wir in Urlaub. Glaube ich, Italien. Ich schwimme auch gern. Larissa hatte eine schöne, eine behütete Kindheit. Trotzdem musste auch sie schlechte Erfahrungen machen. Das war in Wartenberg mal so, da haben sie Steine nach mir geschmissen, sogar. War ich jünger und dann haben sie Bendi auch gerufen. Und das haben meine Nachbarn mitgekriegt und die haben die dann so, wenn man das so sagen kann, mit denen geredet und dann sind die auch gekommen, die das gemacht haben. Haben sich entschuldigt. Aber es überwiegen die schönen und guten Erinnerungen. Ein normales Leben halt. Ja, passt. Mein Leben passt eigentlich jetzt, wie es ist.